Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode F1 2017 in der Fahrerkarriere, wo wir jetzt hier in Bahrain sind. Das letzte Rennen haben wir ja in China gehabt und sind ja das erste Mal aufs Podium gekommen. Wir haben dort wirklich eine gute Performance können abliefern. Wir nehmen noch, wie gesagt, KI ein bisschen rauf, weil wir sind jetzt immer mit 90 gefahren und da haben wir ja gesagt, wir nehmen es jetzt mal noch einmal rauf. Ah, das kannst du nicht hier machen, okay, das musst du einfach, bevor du in die Sessions reinkommst, machen, so wie es aussieht. Dann gehe ich nachher nochmal aus dem Game raus und wieder rein, dass wir es auf 93 oben haben. Wir nehmen es ein bisschen rauf, weil eben, es ist doch ein bisschen schwach, glaube ich. Beziehungsweise der Vettel und der Hamilton sind sehr, sehr stark. Aber egal, wir machen das nachher. Wir sind jetzt hier in Bahrain und wir haben noch Updates bekommen. Wir haben ein Aero-Update bekommen und ein Chassis-Update. Also die zwei Updates sind einmal durchgekommen. Das hat uns ein bisschen Performance gegeben. Wir sind jetzt ein bisschen näher an Red Bull dran. Und genau, weil es jetzt einmal zeigt, dass eben das Aero und Chassis haben wir jetzt bekommen. Wir können jetzt auch wieder weiterentwickeln, wenn wir möchten. Wir haben 870 Ressourcenpunkte. Ich würde sagen, wir können vielleicht gerade etwas Kleines noch machen, oder nicht? Ja, nein, wir können etwas Kleines machen. Und hier nicht. Wir gehen noch schnell ganz kurz in die Chassis-Abteilung. Da sieht es aber genau gleich aus. Wir könnten eigentlich bei besser Qualitätskontrolle, ja, dass es weniger schnell verschlägt, dass es wahrscheinlich ein kleiner ist. Wir machen schon das, weil ich hasse das, wenn F&Ds verschlägt. Ich hasse es einfach. Ich hasse es wirklich. Ab dem Motor ist alles 1000, das kostet immer alles gerade 1000. Okay, ja, da könnte man 500 machen, aber ja, mit 5 jetzt mal ein bisschen auf Dings, kann ich sagen, auf Reliability, also Beziehungsfähigkeit heisst es ja. Ja, wir schauen mal, was jetzt hier in Bahrain wird passieren. Ich denke, da wird es sicher regnen. Für da ist es ein bisschen zu warm dort unten. Oder ein bisschen zu trocken. Und ja, motortechnisch sieht es eigentlich noch gut aus. Die Gesamtabnutzung ist schon bei 30% aktuell. Und da Interesse, Red Bull hat sehr grosses Interesse an uns. Also mal schauen, ob uns Red Bull ein Angebot macht in der Sommerpause. Dann. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal ins Training, beziehungsweise wir sehen uns wieder wie immer im Qualifying. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go! So, herzlich willkommen zurück zum Qualifying. Wir sind jetzt hier kurz davor eigentlich zu rausfahren. Wir sind ins Training gefahren, also das FP1 hauptsächlich. Und es ist eigentlich gut gelaufen. Das Auto ist einfach relativ instabil auf dem Heck und auch vorne ist es ein bisschen am Untersteuern. Wir haben ja zwar 2 neue Updates bekommen, Chassis und Aero, aber ja, ich weiß nicht, ob das viel gebracht hat. Also es hat wahrscheinlich schon etwas gebracht, aber vielleicht ist das Auto jetzt nicht mehr so balanciert wie vorher, keine Ahnung. Es fühlt sich auch nicht so gut an wie vorher. Ich bin ein bisschen am Kämpfen mit dem Grip. Ich hoffe, dass es jetzt vielleicht besser ist, weil jetzt eigentlich das Qualifying ist. Es hat mehr Gummiabrieb auf der Straße oder mehr Gummi auf der Strecke, besser gesagt. Und ja, vielleicht bringt es jetzt etwas. Mal schauen. Wir fahren auch jetzt gerade raus, versuchen mal eine schnelle Runde herzutatschen. Ob wir es auf Pole schaffen oder so, keine Ahnung. Grundsätzlich haben wir eigentlich wahrscheinlich schon das Potenzial dazu gehabt. Aber es ist halt gleich schwierig und ich denke zwar eher weniger, dass es klappt. By the way, ich kann auch hier nicht KI-Stufen verändern. Es ist immer noch 90. Ich weiß aber nicht, ob ich das zwischen den Sessions machen muss, beziehungsweise wenn ich an ein neues Wochenende hergehe. Also wenn wir jetzt dann das nächste Rennen in weiss ich wo haben, dass ich es dann vielleicht ändern kann. Wir müssen dann nochmal probieren, aber es geht jetzt einfach nicht. Also wir fahren jetzt halt nochmal auf Stufe 90 und dann versuchen wir, dass wir es dann aufs nächste Wochenende ändern können. Ich habe auch das Game nochmal abgeschaltet, wieder neu gestartet, aus dem Hauptmenü wechseln. Ist auch nicht gegangen. Keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass es so ist, dass man jetzt immer mit 90 muss fahren und das während der Session nicht mehr, oder während der Saison nicht mehr anpassen kann. Aber genug gelabert, wir starten. Let's go. Oh, okay, gute Runde gehabt. Hier und da kleine Fehler, aber das war wirklich okay gewesen. Wir gehen dann mal schnell in die Pits. Wir sind mal vor dem Räikkönen, das ist schon mal gut. Also, wir sind momentan P4 vor dem Räikkönen und vor den Red Bulls. Vorher ist schon mal Vettel, Hamilton und Bottas. Aber Vettel und Hamilton fahren in eine andere Liga. Ich tue das Qualifying beenden. Ich muss gar nicht mehr
Das gar nicht mehr machen. Ja, ich denke etwa 3. Also 93 wäre sicher ideal. 3 oder 95 wäre sicher ideal für KI in diesem Let's Play. Weil ich denke, da wären wir etwa so in dem Range vom Ocon. Und die Runde ist alles andere. Also alles andere. Es war gut gewesen, aber es war nicht perfekt gewesen. Also ich hätte schon noch etwas rausholen. Darum denke ich, wäre 95 sicher gut gewesen. Aber wir sind jetzt auch ja, etwa 7 Zehntel schneller gewesen. Ja, ein bisschen weniger. Ah, ein bisschen mehr, oder? Ich weiß nicht, egal. Also Ocon. Aber ja, wir gehen mal ins Rennen rein und schauen mal, wie es im Rennen wird. Das ist immer noch mal eine andere Geschichte. Let's go. Wir sind so gut wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Ricciardo, Kimi Räikkönen und ein Force India. Verstappen, Grosjean, Ocon und Carlos Sainz Jr. Massa, Hülkenberg, Fernando Alonso und Van Dorn. Stroll, Palmer, Pascal Wehrlein und Markus Eriksson. Quert und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. So, also. Einfach vergessen, Cam schalten. Wir sind an der Startaufstellung und ja. Wie immer schauen wir in die Rennstrategie rein. By the way, wenn ihr vielleicht merkt, dass ich bei etwas noch nebenbei am Essen, ich habe so Hunger die ganze Zeit. Wir starten auf den Supersofts, gehen dann auf die Softs. Und 14 Runden ist der Grand Prix lang und wir genau ein bisschen weniger Speed mit, sprich einfach etwa so. Eigentlich nicht mehr 15 mit. Sonst muss ich halt ein bisschen mager fahren, wenn ich merke, okay, es geht nicht auf. Und dann schauen wir mal, wo wir landen werden. Und was wir werden noch rausholen an Zeit oder wie weit führen dass wir kommen. Ich bin gespannt. Das erste Rennen war ja wirklich gut, das zweite Rennen war eigentlich auch gut. Bahrain sollte eigentlich auch gut werden. Weil Bahrain ist eigentlich auch so mehr wieder eine Strecke, wo wir, ja sage ich mal, liegt. Aber wir sehen es jetzt gerade. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go! So, ich will den Sound abnehmen. Ich hoffe, es ist nicht genug. Also es ist genug laut. Okay, ein starker, ein bisschen Wheelspin. Aber wir haben hier schon mal den Räikkönen holen. Oh, doch, der Verstappen. Also gut, ab jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Und dann gehen wir am Ricciardo gerade vorbei mit viel mehr Schwung. Oh, da verbremse ich mich ein bisschen. Aber da sieht der Hamilton gerade ein bisschen alt aus. Und der Vettel geht schon gefühlt über alle Berge. Also es ist schon dunkel, macht man das Licht an hier. Mal schauen, wie lange dass ich vor dem Hamilton bleiben kann, weil der wird schon schnell sein. Aber die KI hat am Start immer Probleme. Das war im 16 ja schon so. Da fahren sie immer recht langsam. Und plötzlich finden sie den Grip und sind hure schnell. Oh, Herz untersteuern. Sind wir im Käse. Oh, da verlieren wir Positionen. Und auch der Verstappen. Jetzt ziehen die links über den Bitte. Den hätte er jetzt machen, den Schlenker, weil das hat jetzt gerade mega viel Zeit gekostet. Ja, die Red Bull sind schon noch schnell. Also, ich bin überrascht, weil ich ja irgendwie das Gefühl hatte, die letzten 2 Rennen hatte ich nicht so den Struggle gegen den Red Bull. Aber jetzt denke ich mir schon, sind relativ tief. Vielleicht haben sie auch ein paar Updates rausgehauen. Hoffentlich hat mein Motor. Das hat ja eigentlich schon.
Ich habe mega mit Untersteuern zu kämpfen. Das Auto rutscht brutal über die Vorderachse rein. Oh, ich kann wirklich untersteuern. Der Motor wirkt etwas angeschlagen. Rechne mit Leistungsverlust. Ah, wieso jetzt plötzlich? Oh shit, jetzt habe ich auf den Motor geschaut. Oh nein, ich verbremse wieder hart. Oh, der Verstappen bremst aber auch früh ab. Oh, ich treffe dort um die Kurve von mir. Oh. Alter, bremst doch nicht so höllisch früh ab. Er ist irgendwie schnell auf der Gerade, aber in der Kurve ist er nicht so das Wahre gerade. So, wir sind dran, wir gehen jetzt mal am Verstappen wieder vorbei. Ist innen, wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Gehen wir nach innen. Wow, Raikkonen kommt. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Mit DRS. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Okay, Abstand zum Teamkollegen 3,4 Sekunden. Oh, hart auf der Bremse. Weite Linie, aber kann uns durchsetzen. Oh, meine Reifen. Da kommt er wieder der Raikkonen. Da keine DRS-Zone. Da hat es auch noch nicht gegeben. Also, wir gehen in die Box. Ja, wieder langsam rein, aber Box-Einfahrten sind einfach nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. So, komm on. Dann hätte ich vielleicht noch weiter. Nein, ich muss warten! Nein! Jetzt soll er noch einen anderen Frontflügel, also einerseits Frontflügel erhöhen. Und jetzt ist er Verstappen wieder vor uns, wir müssen länger warten. Oh, die haben einen Bombenstopp gehabt. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf Okay, jetzt fahren wir auf Fettgemisch. Neuer Satz Reifen. Das ist vielleicht gerade gut. Hallo Verstappen, gib Gas. Schiebt die noch an. Wow, der ist schon eng, da ist es bei mir gerade. Ja, oh. Gerade ein bisschen am Grinden auf dem Curb. Ach, der Raikkonen ist gar vor uns. Ah. Aber das Herz rennen jetzt noch. Weil ich habe richtig Mühe mit dem Auto gerade. Der Raikkonen wird noch angreifbar sein, solange er nicht schneller wird. Ich fahre jetzt einfach mit Fettgemisch etwa noch bis 0,5, 0,4 Laps. Schalte wieder aufs Standardgemisch. Oh! Ja, aha! Ja. Aber jetzt gerade bin ich voll Der Wagen vor dir ist auf der Strecke und hat auf weiche Reifen am umgestellt. Sweaten da, muss ich ganz ehrlich sagen. DRS haben wir mal. Fahre die Runde noch fertig mit Fettgemisch und dann gehen wir wieder auf Standard. 1,7 Sekunden. 1,7 Sekunden. Oh Mann, das Auto ist richtig instabil. Okay, ich muss jetzt gegen Kinder orientieren. P6 wird das sein, was gefordert wird. Und das möchte ich auch eigentlich erreichen. Und ich denke, es ist schon realistisch, aber der Verstappen ist wahrscheinlich schon schneller als wir. Aber dass der Kimi so schnell ist. So, ich habe noch geschaut, kurz. Das Streckenlayout habe ich voll eingestellt. Ich sehe es nicht, weil meine Facecam drüber ist. Aber ich kann sie aufnehmen, aber das gibt es da gar nicht. Anscheinend ist es später reingekommen, wo man kann den HUD eigentlich so einstellen, wie man es möchte. Die haben immer kleinere Anzeigen. So, also wir sind auf den letzten paar Meter von dem Grand Prix. Abstand zum Auto vor uns beträgt. Wir verlieren auf Raikkonen wie blöd, gewinnen aber immer noch auf Verstappen. Bottas hat das Rennen gewonnen. Wahrscheinlich vor dem Vettel. Dort ist noch eine gelbe Flagge auf dem Backstraight. Ich weiß nicht, was dort noch passiert ist. Langsames Auto.
Und wir werden P6, das ist das, was vom Team erwartet wurde. Und das ist ja das, was wir haben können holen. Für deine harte Arbeit da draußen. Und ja, sind wieder gute Punkte, die wir mitnehmen können, aber natürlich schon ein bisschen enttäuschend gegenüber das, was wir in China und auch in Australien können holen. Also von dem her ein bisschen fraglich, wieso dass wir jetzt eigentlich wirklich keine Pace hatten. Wir haben wirklich mit Mercedes hat heute einen Untersteuer und großen- Übersteuer Wenn ich das sage, gekämpft kommen die gehabt. Fahrer Und raus zur ja, Siegerehrung um ihre Trophäen. es ist aber Ricciardo ist sogar der dritte geworden. Okay, der ist der Vettel in der Kette. Okay. Ja, es ist eben, wie gesagt, ein bisschen enttäuschend eigentlich, aber ja, so ist es mal. Ich weiss nicht, vielleicht haben die anderen auch natürlich auch Updates rausgehauen, die von uns weggezogen sind. Keine Ahnung, das kann mehrere Gründe haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es auch nicht, aber ja. Besser als gar nicht. Hauptsache, man kann Punkte mitnehmen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, denke ich mal. Oder sicher schon mal etwas Gutes. So, wir haben jetzt wieder 916 Ressourcenpunkte. Wir sind auch besser gewesen oder haben auch besser abgeschnitten als der Esteban Ocon. Und führen hier klar die Rivalität an. Das Interesse bei den Teams ist auch gestiegen. Lustigerweise bei Mercedes und der Ferrari tut es nicht steigen. Ich glaube, da müssen wir dann zuerst in einem Top-Team sein. Also Williams hat grosses Interesse jetzt an uns. Sowie auch Red Bull Racing. Ja, ich weiß nicht, wenn ich eine Glaskugel hätte jetzt so im Jahr 2017, wüsste ich jetzt nicht, zu welchem Team das ich soll gehen, ob Williams stark bleibt oder Red Bull stark bleibt. Nein, also ich denke, wenn wir das von Red Bull ein Angebot bekommen, dann wir da wahrscheinlich annehmen. Ich meine, Red Bull als Team ist eigentlich nicht schlecht. Also ist ja wirklich das Top-Team. So, also, wir sind wieder zurück und schauen mal in die Entwicklung rein. Wir können aber, glaube ich, nichts machen, weil wir brauchen eigentlich immer die 1000 Ressourcenpunkte, darum müssen wir das aussen lassen. Wir tun sicher mal den Motor wechseln. Ich tue den mal ersetzen. Wir sind bei 64%, so jetzt. Der Rest ist eigentlich noch alles unter der 50er-Marke. Da MGUH ist langsam dran. Ja, also recht gleich Strapaziefähigkeit upgraden. Nicht, dass die uns dann noch einmal wirklich umbringt. Kann ich auch weitere? Ja, das geht auch, okay. Ja, vielleicht haben wir mal ein schlechtes Qualifying. Und dann können wir dann mal komplett neue Komponenten reinhauen. Im Worst Case. Also ich hoffe es jetzt nicht, dass es passiert, aber ja. Gut, jetzt müssen wir da nochmal schauen, wegen der Schwierigkeitsstufe, ob wir die jetzt ändern können. Geht da immer noch nicht. Okay. Ich kann auch nicht, wieso ich die Schwierigkeitsstufe nicht mehr aufnehmen kann. Wir gehen dann mal weiter. Das ist das nächste Event wieder, das wir haben. Nächste Wochenende. Okay, wir gehen mal weiter. Vielleicht kann ich jetzt etwas einstellen. Nein, kommt auch nicht. Ah, mal Optionen. Da kann ich es jetzt ändern. Ah, jetzt da kann ich es ändern. Also, wir nehmen es jetzt auf 93. Wir machen mal 93. Wenn ich merke, es ist immer noch zu wenig, dann können wir dann immer noch wieder raufgehen. Aber ich denke, 93 wird schon gut sein. Wir gehen auf Russland. Nach Sochi. Genau, Sochi. Ist jetzt eine Strecke, die mir jetzt nicht so extrem gut liegt, muss ich ehrlich sagen. Aber mal schauen, wie das hier so laufen wird. Schauen, ob noch irgendetwas kommt. Wahrscheinlich kommt jetzt dann der Chris wieder und sagt, ja, wir müssen unbedingt Updates machen. Unser Upgrade-Tempo ist im Moment gut, aber wir sollten uns steigern, wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen. Hier ist der Bericht. Ja, wir brauchen einfach mehr Ressourcenpunkte. So. Also, wir sehen, Williams ist schon weit hinter uns, sorry. Renault ist auch noch weit hinter uns, Red Bull ist halt einfach weit vor uns, aber ja, also jetzt so übertrieben würde ich es jetzt auch nicht sagen. Also, ist okay. Wir sind noch gut im Feld. Definitiv. So, also, da sind wir hier in Sochi. Da würde ich mal sagen, wäre es das von dieser heutigen Episode. Ich könnte hier grundsätzlich Abnutzung aller Antriebs- und Getriebekomponenten um 10% reduzieren. Ich könnte das machen, aber ja, weiß nicht. Der Verbrennungsmotor, der wäre halt essentiell, aber dann müsste ich halt das zuerst machen. Komm, nein, wir machen dann wieder etwas motortechnisch oder so, wo wir nicht updaten. Ja, Strapaziefähigkeit tun wir gekonnt mal ein bisschen ignorieren, würde ich sagen. Aber ja, das heißt, muss es sein mit der heutigen Episode von F1 2017 in der Fahrerkarriere. Und falls euch die Episode gefallen hat und im Bock habt auf mehrseitige Videos, dann tut doch gerne das Video bewerten, tut doch gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und auch gerne das Video teilen.
Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns wieder in der nächsten Episode hier in Russland. Ich bin gespannt, könnte sein, dass das wahrscheinlich dann mal das erste Regenrennen wird sein. Wir können mal schnell schon spicken. Trockene Bedingungen auf der Strecke steht zwar jetzt dort. Okay, dann wird es wahrscheinlich doch trocken bleiben. Aber wie es wirklich wird sein, werden wir in der nächsten Episode sehen. Und bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Tag. Macht's gut und ciao!